Grüß dich, ich bin die Nashita und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar ist das ein Q&A heute. Und zwar habe ich euch auf Instagram gefragt, was ob ihr mir Fragen stellen könnt. Und ihr habt mir ganz viele Fragen gestellt. Wow. Es sind ziemlich random Fragen. Das habe ich auch verlangt. Random Fragen. Und zwar fragt jemand, welcher Planet ist der beste und wieso? Also, ich denke, jeder Mensch hat einen eigenen Lieblingsplanet. Zum Beispiel jemand hat gerne Pluto, jemand hat gerne Saturn, Merkur und der andere. Ich kann nicht alle, es tut mir leid. Wenn ich wählen würde, welcher Planet für mich der beste ist, also mein Lieblingsplanet, muss ich sagen, ist es der Saturn oder der Pluto oder unsere Erde. Das sind meine 3 Lieblingsplaneten. Und wieso? Auf der Erde leben wir. Der Pluto ist so richtig herzig klein und ich finde Saturn mega schön mit den Ringen rundherum. Und ja, das sind meine 3 Lieblingsplaneten. Meinung zu Charlie Puth. Charlie Puth hat eine richtig geile, außergewöhnliche hohe Stimme. Weil er singt ja It's been a long day. Er singt ja ein Part von See You Again. Und ich finde seine Stimme wirklich sehr außergewöhnlich. Und ich liebe seine Stimme und seine Lieder auch sehr. Ich weiß gerade noch nicht, ob er irgendetwas Neues veröffentlicht hat. Ich bin nicht so drin, weil ich momentan so mehr meine eigene Musik höre. Und ja, ich finde Charlie Puth ist sehr hübsch, tatsächlich. Und ich finde, letztens hat er ein Foto auf Instagram gepostet, hat man einfach nur seinen Arsch gesehen. Ich denke so, damn boy, you have a great ass. Sein Arsch ist geil. Also, ich tue ihn nicht stalken. Er hat auf Instagram wirklich mal ein Foto gepostet, wo er seinen Arsch zeigt. Moment, warte, vielleicht findet ihr das noch. Er hat es tatsächlich noch drin. Schaut. Ich weiß nicht, ob man es wirklich sieht. Jetzt sieht man es. Das ist sein Arsch. Er hat das gepostet, das ist sein Arsch. Das hat er gepostet, das ist sein Arsch. Okay? Warte, Moment, Autofotos. Autofokus! Autofoki! Ja. Was mache ich so? Ich nehme sehr viel auf. Schulaufgaben, Gitarre, Gamen. Ab und zu skaten, da ich mir Rollerskates geholt habe. Und zwar nicht die normalen Inline-Skates, sondern die Rollerskates mit den 4 Rollen. Meine Schwester hat tatsächlich vor ein paar Jahren Inline-Skates gekauft und ich habe gefunden, hey, ich bin nicht so gut auf Inline-Skates, aber auf Rollerskates besser. Nur das Problem ist, die Rollerskates sind zu gross. Und ja, jeder normale Skater wird jetzt mich zusammenschießen und sagen, du musst Skates kaufen, die in deiner Größe sind, nicht zu grosse. Ja. Ich muss irgendwie Socken reinstopfen, damit vorne beim Bremsen, dass ich bessere Kontrolle habe über die Bremse, weil ich ein bisschen Angst habe zu bremsen momentan noch, weil ich habe frisch angefangen. Ich habe vor einer Woche angefangen zu fahren und an der Bremse anfangen lernen. Und bis jetzt bin ich noch kein Höhenguder abgefahren, also ich bin wirklich vorsichtig und nehme mir halt auch die Zeit zum Fahren, damit ich wirklich kennenlernen. Und ich bin schon auf verschiedensten Böden gewesen. Tatsächlich. Und ich muss sagen, es gibt keinen besseren Boden hier als bei uns im Schulhaus oben. Das ist der perfekte Boden zum Fahren für mich. Auch wenn es Steine hat und so. Und ignoriere die Haare hier. Ja, das mache ich so. Momentan. Was machst du jetzt mit dieser Haare als nächstes? Was ich als nächstes gemacht habe, ist, ich habe sie... Sieht man das? Also, wenn man auf Instagram folgt, weiss, dass ich meine Haare dunkelviolett gefärbt habe. Man sieht es wahrscheinlich nicht, weil ich meine Haare zusammen habe. Also ich weiß nicht, ob man das hier so gut sieht. Hier. Ich habe sie dunkelviolett gefärbt. Und jetzt momentan sind sie am rauswachsen. Meine Haare und mein Pony, die sind am rauswachsen. Nur, es wäre wieder mal Zeit dafür, dass ich den Pony durchschneide, weil der Pony ist recht lang und er ist etwa hier bei meinem Auge.
Und wenn ich dann so mache, habe ich dann, also wenn ich dann gerade nehmen, so wie mein vorheriges Bild, wo ich nicht gerade geschnitten habe, ich würde einfach nicht mehr sehen. Und mein Plan ist es jetzt, meinen Pony nachzuschneiden, meine Haare rauswachsen zu lassen. Und ich hoffe, bevor ich zurück arbeiten gehe, dass meine Haarfarbe draussen ist, weil sonst wird es ein bisschen Ärger geben für die Haarfarbe. Weil mein Bereich, ich habe schon vorher im Arbeitsbereich gefragt, also, hey, ich will meine Haare dunkelviolett färben, darf ich das? Und die Chefin so, nein, ihr dürft das nicht und das gibt Ärger, wenn es nicht weg ist, bevor ich wieder arbeiten gehe. Das war lustig, aber ich geschrieben, ist Mayonnaise auch ein Instrument? Wer das kennt von SpongeBob und Schwammkopf, also wo dieser mit der Bandprobe ist, das ist die legendärste und beste Folge von meiner Meinung nach, wo SpongeBob einfach sagt so, wo Thaddeus macht so 1, 2, 3, 4, dann macht's nachher macht's nachher singt SpongeBob einfach mit der perfekten Stimme. Und wer das Sänger kennt von dieser Stimme, oh mein Gott. Also für mich ist das die beste SpongeBob-Folge gewesen, ganz ehrlich. Die erste, aber, also meine erste SpongeBob-Folge ist es gewesen. Aber für mich ist das die beste Folge. Für mich ist das noch die beste Folge. Oder dort, wo der Strichmännchen SpongeBob kommt und der so und versucht SpongeBob auszulösen. Das ist immer noch auch noch eine gute Folge von denen. Welches Cover von dir gefällt dir am besten? Das kann ich gar nicht so sagen. Eigentlich finde ich alle Covers cool, aber es gibt Covers, die ich besonders fühle und denke, die sind besonders gut gekommen. Zum Beispiel finde ich mega gut Never Enough von The Greatest Showman. Das Cover finde ich mega gut. Und das Cover von Ocean Eyes von Billie Eilish. Tatsächlich, das sind zwei meiner Lieblingscovers. Und das ist ja noch mein Lieblingscover. Oh genau. Das kommt noch online, aber das ist das Cover von Good Thing for Me von Zed and Kehlani. Das Lied liebe ich auch. Und Dance Monkey. Ich habe Dance Monkey gecovert. Das kommt auch noch online. Und für die beiden sind auch noch meine Lieblingscovers. Und Never Enough bei The Greatest Showman. Das ist mein Lieblingscover. Auch wenn ich dort eigentlich fast also ich muss es kurz eine Storytime erzählen. Bei der Stelle, wo ich mache Never Enough. Dort hatte ich fast keine Luft mehr bekommen und war fast umgekehrt. Weil ich so Luftmangel hatte, weil ich habe das Lied hauptsächlich hier gesungen und habe nicht gewusst, was Belten bedeutet, also wie man die Stimme, also wie sagt man, damit die Stimme gesund bleibt und einen guten Ton bekommt, weil sie bei dem Originalvideo tut sie dieses For me, sie tut wirklich von hier, also vom Bauch aus, For me, und ich mache For me, hier, und hier habe ich nicht so viel Kraft, anstatt hier im Bauch, also sprich von der Bruststimme, Bauchstimme. Bauchstimme ist stärker als Bruststimme. Und die bei dem Cover habe ich tatsächlich nur mit dem Hals gesungen, weil ich nicht gewusst habe, was Belting ist. Also Belting bedeutet, wenn du zum Beispiel bei Frozen 2 gibt ihm Into the Unknown. Also das ist eigentlich hoch, also sehr hoch. Und die Sängerin Indiana Marshall, die auch bei The Glee Club dabei war, falls ihr bei Glee kennt, sie hat das Lied praktisch so gesungen, dass sie die letzte Note rausbeltet. Also es ist Into the Unknown, you know? Also Singprofis und Gesangslied, wisst was ich meine. Also ich hoffe, man checkt, was ich meine. So und zwar hat er gesagt, grüß mal Fabienne, sie ist dein allergrößter Fan, kannst du sie bitte grüßen und mich auch. Ich grüße ganz herzlich Fabienne und den Loris Costa. Liebe Grüße an euch beide raus und merci, dass ihr meine Videos schaut. Ich freue mich sehr, dass ihr immer meine Videos schaut und fühlt euch grüßt ihr beide.
Also, jemand hat mal gesagt, also jemand hat geschrieben, er mal über dieses IQ. Und ich glaube, er wollte, dass ich über mein IQ rede, also... Okay. Dann reden wir halt über das, weil er meint, glaube das letzte Video, wo ich darüber geredet habe, dass mein IQ weniger als 100 ist. Und zwar hat das einen bestimmten Grund, wie ich glaube schon mal gesagt habe, in dem «Was mache ich beruflich» Video, das werde ich irgendwo hier verlinken. Dort habe ich mal gesagt, dass mein IQ unter 100 ist, weil ich eine Einschränkung habe. Und das ist auch wissenschaftlich ertestet wurde, also das ist wissenschaftlich beleidigt. Und zwar geht es einfach darum, es gibt halt Leute, die sind sehr schlau. Also, sag es mal so, ein normaler Mensch, zum Beispiel wie meine Mami oder so, hat einen IQ von 100. Schlaue Menschen haben einen IQ über 100. Zum Beispiel Leute, die zum Beispiel in der Kante sind, die haben ein bisschen einen IQ, also nicht, sag jetzt nicht 500, sagen wir einen IQ von 110, sprich, oder mehr. Und Leute, die zum Beispiel nicht, also ich bin nicht dumm, muss ich sagen, ich bin nicht dumm, ich bin auch nicht super schlau. Das Ding ist einfach, die Einschränkung, also das, was mich einschränkt, ist einfach mein Gedächtnis. Und das Gedächtnis tut praktisch auch die Reaktionszeit ein bisschen einschränken. Also die Reaktionsfähigkeit und das Gedächtnis. Sprich, das ist ein gutes Beispiel. Zum Beispiel, wenn jemand am Service arbeitet und sagt, hey, du musst da und den Tisch machen und vergiss nicht das und das zu machen. Wenn du mir das sagen würdest und ich würde an den Tisch gehen und nicht mehr wissen, was ich machen muss. Oder was ich muss aufnehmen oder was vergessen gegangen ist zum Beispiel. Zum Beispiel eigentlich ein gutes Beispiel. Zum Beispiel jemand von meinem Betrieb, die Person, die nimmt den Teller, die weiß sofort, das ist das Menü und das Menü. Und das ist, geht da der Tisch und der Tisch. Und sie kann sich das bis zum Tisch merken. Bei mir funktioniert das auch. Nur manchmal, das ist der Haken dabei, manchmal nehme ich den Teller in die Hand und dann sagen sie, ja, das ist der, das ist das Menü und das Menü. Und dann nehme ich das, gehe kurz bevor dem Tisch, denke ich mir so, welche Tischnummer ist das jetzt gewesen? Oder welches Menü gewesen? Weil wir müssen das halt wissen und dann der Gast sagen, ja, das ist Wochenmenü 1 oder das ist Tagesmenü mit Fleisch, also bis jetzt Tagesmenü und Wochenmenü und dann Salat und Dessert halt. Und wir müssen das halt wissen. Und manchmal stehe ich vor dem Tisch und denke so, also kurz vor dem Tisch sind wir so, welcher Tisch ist das jetzt gewesen? Oder welches Menü? Verstehen ihr? Eine normale Person hat einen IQ von 100 und die kann sich alles merken. Sie können sich auch zum Beispiel merken, zum Beispiel in der Pflege, die Leute müssen sich merken, was die Person gerne hat und was nicht. Und zum Beispiel das von über 20 Leuten. Und für mich ist das sehr schwierig, von 20 Leuten alles in- und auswendig zu können. Sachen, die ich auswendig muss können, fallen mir sehr schwer. Sachen, die ich einfach nicht auf längere Zeit muss wissen, fallen mir einfacher. Und zum Beispiel, wenn es hier, zum Beispiel das hier wird, also mein Handy wird am Boden fallen irgendwie, dann ist manchmal so, es geht, ich versuche es zu haben und ich schaffe es nicht. Weil meine Reaktionszeit halt zu langsam ist. Aber manchmal, wenn es runtergeht, kann ich es noch fahren. So wie jetzt. Und manchmal geht es einfach runter und ich kann es nicht fahren. Oder etwas geht um und ich kann es nicht direkt greifen. Und dann geht es halt kaputt. Zum Beispiel ein Glas. Oder ein Teller. Aber das passiert. Jetzt sage ich vielleicht so, das ist ja gar nicht so schlimm und auch keine Einschränkung. Für einen normalen Mensch, wo das sich alles merken kann, und für mich, ich bin schon länger auf der Suche nach einem Job gewesen, für den ist es natürlich nicht selbstverständlich, dass ich... Und zum Beispiel ich verwechsle immer Römer mit Meier. Ich weiß nicht warum, weil für mich sehen die irgendwie fast gleich aus vom Gesicht. Also nicht vom Haar und so her, sondern vom Gesicht. Ich finde das Gesicht von Römer und Meier sieht fast gleich aus. Da kommt dann dazu, dass meine Sehkraft ein bisschen eingeschränkt, also
meine Sehkraft nicht so super ist, und zwar sehe ich nicht in die Weite. Und dann kann es natürlich sein, dass ich von weitem aber sehe und denke so, das ist der und der. Also, hey Meier, es tut mir leid, dass ich dir Römer sage. Es tut mir wirklich leid. Aber es ist nicht böse gemeint. Nein, oder zum Beispiel letztens am Hero Fest vor ein paar Jahren, ist jemand zu mir gekommen und gesagt, hey, wir kennen uns doch, hey, wie geht's dir? Und ich so, hey, wie geht's dir? Ich hab gewusst, wer das ist. Nur, ich habe den Namen nicht gewusst. Ich habe den Namen nicht gewusst, aber ich habe die Person gekannt. Und zum Beispiel letztens kommt jemand zu mir so, hey, ich bin die und die Person, kennst du mich? Sie so, genau, sie so, hey, ich bin Und ich so, okay. Und ich so, woher kennen wir uns? Und sie so, wir kennen uns vom Sistendo. Ich bin zum Beispiel, als ich das Busbu zum ersten Mal kennengelernt habe, im E-Paradise habe ich das Busbu zum ersten Mal live gesehen. Und dann ist zu mir gekommen, sie so, hi, ich bin sie und sie. Und sie hat ihren echten Namen gesagt, werde ich nicht nennen werden, weil Privatsphäre und Security-Sachen und so. Und dann habe ich sie gefragt, woher kennst du mich? Und ich so, woher kennen wir uns? Und sie so, vom Sistendo, ich bin das Busbu. Und ich so, weil das Gesicht und der Originalname von der Person sagt man halt auch nicht. Weil ich kenne Leute zum Beispiel nur über das Busbu, Schmarz, Meier. Ich weiß nicht, wie der Meier echt heisst. Oder zum Beispiel der Hergi. Den kann ich auch. Jay. Ja, also es gibt manchmal so Sachen, da sehe ich halt auch Leute und ich denke mir so, oh hey, warte, ich kenne dich doch. So wie letztens. Ich bin letztens gerollerskatet und hat mich ein alter Lehrer, der da oben irgendwie etwas gemacht hat, von meiner alten Schule, hat mich erkannt, aber ich habe überhaupt nicht gewusst, wie er heisst. Aber ich habe gewusst, hey, den Lehrer kann ich doch noch. Der Lehrer ist von meiner alten Schule. Aber ich habe nicht gewusst, wie er heisst. Mein IQ ist halt 70, weil meine Einschränkung. Klar, jetzt denke ich so, IQ 70, dumme Person. Ich sage es einfach so. Nur weil mein IQ, also mein Gehirn-IQ, unter 100 ist, heisst das nicht, dass ich dumm bin. Oder eine Person, die 100 hat, dass sie super schlau ist. Es gibt einfach Personen, die super gut sind und in die Kante gehen können. Das sind eben die Personen mit IQ 100 und mehr. Und es gibt halt so Personen, die sind in der Sek C oder B und das sind so die Leute mit IQ 100 bis weiter runter. Weil, als ich in der Schule war, mir hat niemand gesagt, dass mein IQ 70 ist und ich praktisch eine Einschränkung habe. Das ist aber auch alles mit der Zeit gekommen und durch einen Gedächtnistest, weil mir das von meinem Arbeitsplatz, von meinem letzten Praktikumsplatz, der 2018 war, in einem Altersheim, die haben mir das geraten und dann habe ich das gemacht und ich bin jetzt glücklich in meinem Job als Hauswirtschaftspraktikerin in Bern. Ja, das sind alle Fragen gewesen. Es sind nicht so viele gewesen, tatsächlich. Aber es sind genug Fragen gewesen, um ein Q&A-Video zu machen und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like und wenn ihr mich weiterverfolgen wollt, natürlich ein Abo da. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag und Abend und tschüss, ciao, bye.